Namen sein dürfen als Geschwister. Ich lobe die Preise. Halleluja. Ketani, Mekamalo Pastula, Ada, Marivas Jesu, und Pelam Duki, Amen Tukama, Meazza. Mekamalo pastu, aise hatu, adatu dama ujibe, dukai hai hai, omeni. Mekamalo pastu, aise hatu, adatu dama ujibe, dukai hai hai, omeni. Mea ketani, mekamalo pastula, amavivas Jesu, onpeda tuki, ametukama, meazza, ojibena tuki, mekamalo pastu, aise hatu, adatu dama ujibe, dukai hai hai, omeni. Mekamalo pastu, aise hatu, adatu dama ujibe, dukai hai hai, omeni. Mekamalo pastu, aise hatu, adatu dama ujibe, dukai hai hai, omeni. Mekamalo pastu, aise hatu, adatu dama ujibe, dukai hai hai, omeni. Avenno pasles, aise hales, adales anavo jibe, yokai yohai, omeni. Avenno pasles, aise hales, adales anavo jibe, yokai yohai, omeni. Yokai yohai, omeni. Yokai yohai, omeni. Amen. Das Gutes Passat, Schuss und heilig mich, Tag für Tag, auf meinem Weg. Ein
du mir die Schuld vergibst. Herr, ich danke dir dafür, dass du das Wasser Jawohl. Kann er schon an. Ja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Wenn mich einer nicht versteht, dann rede ich noch ein bisschen lauter. Schick doch Mikrofone wo es haben, weil sie noch keinen reden. Einfach schickst deine Kralle auf Kultur, aber nur reden und reden dann nicht so. Ja. Aber man redet doch lauter. Halleluja. Weiß denn einer, wie spät es ist? Ja, 6 Uhr. Falsche Uhrzeit. Es ist kurz vor 12. Ich habe da gesessen, Geschwister, und das Banner, das ist mir ins Auge gefallen. Und da steht, der Herr ist nahe. Ich habe das Zeugnis von unserer Schwester gehört. Das bestätigt. Der Herr ist nahe. Wir wissen, Geschwister, dass der Herr nahe ist. Wir wissen, dass die Zeit kommt, wo er seine Braut holen wird. Aber was ist denn mit uns? Sind wir bereit für sein Kommen? Ich glaube, das Licht müssen wir doch mal machen, Vater, weil das ist sehr dunkel. Ja, dann schwitze ich lieber. Sind wir denn bereit für sein Kommen? Sind wir denn bewusst jeden Tag, dass der Herr wiederkommen kann? Wisst ihr, wir reden von einer Gnadenzeit. Wir reden davon, dass wir noch Zeit haben. Aber wenn der eine oder andere von uns morgen nicht aufwacht, dann ist für dich die Gnadenzeit vorbei. Geschwister, wir wissen, junge Leute gehen, ältere Leute gehen. Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir das. Wie unser Bruder gesagt hat, wir sollen nicht unsere Augen verschließen, wenn wir durch diese Welt gehen. Wir haben keine Zeit. Wir können uns nicht auf die Gnade ausruhen. Das funktioniert nicht. Wir müssen jeden
Tag bereit sein, dass der Herr kommt. Wir müssen wachsam sein, dass der Herr kommt. Wir müssen darauf achten, dass es kurz vor 12 ist. Wisst ihr, manchmal sitzt man in einer Gemeinde. Manchmal ist man schon Jahrzehnte in einer Gemeinde. Und die Wachsamkeit lässt nach. Wie oft denkst du in der Woche daran, dass der Herr wiederkommt heute? Frag dich das mal persönlich in deinem Leben, wenn du morgens früh aufstehst. Bist du dir bewusst, dass heute der Tag sein könnte, wo der Herr wiederkommt? Bist du dir bewusst, dass du bereit sein musst, um mitzugehen? Wisst ihr, manchmal leben wir so in den Tag hinein, als wenn das gar nicht geschehen ist. Manchmal leben wir so in den Tag hinein, als wenn der Herr nicht gesagt hat, ich komme wieder. Wo er gegangen ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, ich gehe euch voraus, um Wohnung zu bereiten und ich werde wiederkommen. Wir machen so manchmal, oder wir leben manchmal so, als wenn das gar nicht gesagt wurde. Aber sein Wort ist zu 100% die Wahrheit. Amen. Und wird auch zu 100% eintreffen. Auch wenn da Dinge stehen, die uns manchmal nicht so gefallen. Wisst ihr, ich sage das mal wieder auch bei mir in der Gemeinde, der Herr sagt zu 99% Dinge zu mir, die mir nicht gefallen. Aber ich weiß, dass ich das tun muss, was der Herr will. Warum? Das ist ganz einfach gesagt. Weil er mein Schöpfer ist und ich bin sein Geschöpf. Ich habe das zu tun, was er sagt. Ich habe das zu tun, was er sagt. Auch wenn es mir nicht schmeckt. Auch wenn es mir nicht gefällt. Wisst ihr, Geschwister? Wir wissen, was in den letzten Tagen passiert. Was sagt die Bibel passiert in den letzten Tagen? Die Liebe wird erkalten. Das habe ich auch eingebracht, wo unser Bruder gesagt hat, das mit der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, aus ganzer Seele. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber wie soll das funktionieren, wenn die meisten sich selbst nicht lieben? Wie soll das funktionieren, wenn wir in den Spiegel schauen und denken, nee, ich kann dich nicht leiden? Wie soll ich dann meinen Nächsten leiden können? Wenn ich selbst diese Liebe nicht aufgenommen habe in meinem Leben, wenn ich mir nicht bewusst bin, dass diese Liebe mich gefunden hat. Und diese Liebe hat einen Namen, Christus Jesus. Amen. Jesus war nicht verloren, wir waren verloren. Und er hat uns gefunden. Amen. Seine Liebe war es. Er hat uns zuerst geliebt, sagt unser Wort Gottes. Wenn ich jetzt schaue und sehe, dass ich mich selbst nicht liebe, wie soll ich dann meinen Nächsten lieben? Kennt ihr das, Geschwister? Man lernt sich kennen, am Anfang findet man sich noch ganz sympathisch und ganz nett. Aber umso länger, ja, ich merke, einige kennen das. Aber umso länger man miteinander zu tun hat, umso länger man einen Weg vielleicht auch gemeinsam geht, auch in einer Gemeinde oder auch im Dienst, dann merkst du die Schwächen und die Dinge, die dir nicht so gefallen, von deinem Nächsten. Ja? Dann gefällt dir manchmal nicht, wie er sich vielleicht anzieht oder was für ein Rasierwasser er auflegt. Ich weiß es nicht. Aber Geschwister, wir sind schnell dabei, die Dinge herauszufinden, was uns stört an unserem Nächsten. Wenn Christus das mit uns machen würde, hätten wir keine Gnadenzeit. Dann wäre die Tür zu, wie sie bei der Arche Noah zugemacht wurde, von unserem Gott für uns. Wenn er darauf schauen würde, hätte ich keine Chance, Geschwister. Ich hätte keine Chance. Ich bin jeden Tag angewiesen auf die allumfassende Liebe meines Herrn Christus Jesus. Und diese Liebe zündet ein Feuer in meinem Herzen an, dass ich meinen Nächsten lieben kann, den ich unter normalen Umständen niemals hätte annehmen können oder lieben können. Das bewirkt der Heilige Geist. Diese Liebe ist auch etwas, Geschwister, was man nicht künstlich erzeugen kann. Oder auf ein Blatt Papier schreiben kann und sagen kann, weißt du was, ich hab dich lieb. Sondern du merkst es und du spürst es, weil so sind wir Menschen angelegt, ob uns jemand wirklich liebt oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wenn ich jetzt merke und jemand kommt so, ach Mann, du bist ein guter Mann und so weiter und so fort, dann merke ich dieses Halbherzige, das ist keine Liebe. Aber kommt jemand und packt mich um und sagt,
Schön, dass du da bist, mein Bruder. Amen. Da merkst du das Feuer, was in ihm brennt. Nämlich das Feuer der Liebe von unserem Herrn Christus Jesus. Und du fühlst dich gleich hingezogen zu diesem. Da ist gleich ein Band zwischen dir und ihm, was dich verbindet, was Vertrauen schafft. Wisst ihr, ich kam hier rein und habe mich zu Hause gefühlt. Warum ist das so? Ich bin zum zweiten Mal hier bei euch in Hamm in die Gemeinde. Normalerweise kann man sich doch gar nicht zu Hause fühlen. Aber wir fühlen uns deswegen zu Hause, oder ich fühle mich deswegen zu Hause, weil hier auch Geschwister sind, die auch die Liebe Gottes in sich haben. Und diese Liebe Gottes verbindet uns, Geschwister. Amen. Die Bibel sagt uns, dass wir an der Liebe erkannt werden sollen, die wir untereinander haben. Wir sollen nicht daran erkannt werden, wunders wie gut wir predigen können, oder wunders wie gut wir singen können, oder was für lange Gebete wir aufsagen können, sondern wir sollen daran erkannt werden, dass wir uns untereinander lieb haben, so wie Christus uns liebt. Amen. Wisst ihr, Geschwister, wenn diese Liebe nicht da ist, dann ist Christus auch nicht gegenwärtig in einer Gemeinde. Ohne die Liebe gibt es Christus auch nicht. Weil, was hat er getan? Er hat in Liebe überwunden. In Liebe ist er ans Kreuz gegangen. Wo er im Garten Gethsemane wäre, was hat er gesagt? Im Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Wenn es möglich ist, ja, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und das hat er aus Liebe heraus zu seinem Vater gesagt. Er will alle Zeit den Willen tun seines Vaters. Warum? Weil er ihn von ganzem Herzen liebt. Jesus liebt seinen Vater von ganzem Herzen. Sie haben eine untrügerische Gemeinschaft gehabt, bis er am Kreuz unsere Schuld getragen hat, wo er ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, warum hat er ihn denn verlassen? Weil die Sünde auf ihn lag. Unsere Schuld lag auf ihm. Unverdienterweise. Er ist für uns gestorben, da haben wir ihn noch nicht geliebt. Er ist für uns gestorben, da waren wir seine Feinde. Und er hat sich für uns hingegeben. Und wir haben schon ein Problem damit, wenn manche Menschen nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Wenn sie nicht so sprechen, wie wir uns das vorstellen. Oder wenn sie mich nicht gleich so schnell begrüßen. Oder wie auch immer. Es sind manchmal Kleinigkeiten, Geschwister, was die Liebe erkalten lässt in einer Gemeinde. Wisst ihr, und da müssen wir ganz wachsam sein. Weil Lieblosigkeit zerstört Gemeinde. Lieblosigkeit macht kaputt. Gemeinde soll ein Ort sein, ein Ort der Begegnung, wo Menschen, die keine wirkliche Liebe erfahren, Liebe bekommen. Amen. Wo Menschen, die keine Heilung erfahren, Heilung bekommen. Wo Menschen, die keine Freiheit erfahren, Freiheit bekommen. Aber sie bekommen sie nur durch die Liebe unseres Herrn. Und diese Liebe trägt einen Namen. Diese Liebe ist Christus Jesus. Versteht ihr, Geschwister? An dieser Tatsache, an diesem Fundament, an diesem Eckstein kommen wir nicht vorbei. Wir können uns keinen anderen Weg suchen als den Weg über Jesus. Genauso wenig wie wir nicht zum Vater kommen können, als nur über Jesus. Genauso wenig wie wir nicht bestehen können vor ihm, vor dem heiligen Vater im Himmel, als nur durch seinen Sohn Jesus Christus. Weil er sieht uns durch das Blut seines Sohnes. Er sieht uns rein. Er sieht uns sauber durch das Blut seines Sohnes. Amen. Und nur sein Blut war imstande, Geschwister, uns zu reinigen. Uns frei zu machen. Frei für was? Um den Nächsten so zu lieben, wie Christus uns liebt. Um den Nächsten so zu lieben, wie Christus uns liebt. Geschwister, ich will ehrlich mit euch sein. Ich bin kein Theologe oder sonstiges. Ich sage das, was auf meinem Herzen ist. Und ich sage euch so, wie es ist, Geschwister. An mir gibt es nicht viel zu lieben. Wisst ihr warum? Der Herr kann genau in mein Herz schauen. Der Herr kann genau in meine Gedanken schauen. Er kann das sehen, was ihr nicht seht. Ihr seht mich jetzt hier, denkt vielleicht, boah, klasse, der ist gläubig und so weiter und so fort. Er kommt hierher, nimmt sich den Weg auf sich. Was sind die paar Kilometer? Jesus Christus ist vom Himmel herabgestiegen, um für dich und für mich ans Kreuz zu gehen. Was ist da das bisschen, was wir tun? Manchmal denke ich will keinen persönlich ansprechen, hast du doch ganz gut gemacht. Ja? Dann ist mein Lohn
was ich tue, sondern es ist wichtig, was Christus Jesus getan hat. Es ist wichtig, was Christus Jesus getan hat in meinem Leben. Natürlich sollen wir ihm dienen, natürlich sollen wir ihm folgen, aber das ist etwas ganz Normales. Warum? Warum ist das normal? Weil er uns herausgeholt hat, er hat uns herausgeliebt aus der Hölle heraus und hat uns in das Reich seines Vaters versetzt. Er hat die Herrschaft, er hat die Gemeinschaft hergestellt zwischen uns und seinem Vater. Und diese Liebe war es, die ihn ans Kreuz gehalten hat. Diese Liebe war es, die ihn hat ausrufen lassen, es ist vollbracht. Geschwister, im 1. Johannesbrief steht geschrieben, ich will mal so ein paar Passagen hier draußen lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Und da heißt die Überschrift, die Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder. Ich nehme einfach nur mal die Überschrift erstmal. Die Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder. Geschwister, es ist ganz klar, wir wurden alle schon mal enttäuscht. Ha? Manchmal hast du in einem Menschen mehr gesehen, als du gedacht hast, du wurdest enttäuscht, weil er deine Erwartungen nicht erfüllt hat. Ha? Kennen wir alle. Aber wie oft enttäuschen wir unseren Herrn? Mit Gedanken, mit Taten, egal was, wie oft. Normalerweise müsste er sich von uns wegdrehen und sagen, weißt du was, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Es reicht. Aber was führt uns denn immer wieder in seine Nähe? Was ist es? Die Bibel sagt seine Liebe und die Bibel sagt seine Güte führt uns zur Buße. Wenn ich daran denke, was Christus für mich getan hat, dann aktiviert diese Gnade in meinem Leben. Das ist dann wie so ein Motor, der anfängt zu laufen. Ich kann dann gar nicht anders, um vors Kreuz zu gehen und sagen, Herr, vergib mir. Herr, vergib mir. Es gibt manche Leute, die machen daraus eine billige Gnade. Aber davon will ich heute nicht sprechen. Ich will davon sprechen, dass diese Gnade aktiv ist in meinem Leben, in unserem Leben, in einer Gemeinde. Die Bibel spricht davon, dass wir der Leib sind, der Leib des Herrn und dass Christus das Haupt ist. Und der Leib, der muss aus Liebe bestehen. Wisst ihr auch warum? Weil es alles geliebte Menschen sind, aus denen dieser Leib zusammengefügt ist. Geschwister, hier heißt es, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Bruder. Wir können diese Liebe nicht trennen. Wenn du sagst, ihr könnt das zu Hause nachlesen und ihr kennt das wahrscheinlich auch. Wenn du sagst, du liebst Gott und hast deinen Bruder, dann sagt das Wort hier, dann ist nicht die Wahrheit in uns. Ist ein großes und starkes Wort gerade unter unserem Volk. Aber es ist so. Wir können nicht in einer Gemeinde sein, ich will keinen persönlich angreifen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich heute hier bin. Ich bin auch nicht, aber der Herr hat es irgendwie geführt. Ich weiß es nicht. Ich will es nur so sagen, nicht auf meinem Herzen ist. Manchmal ist man in der Gemeinde und will keinen persönlich angreifen. Das muss jeder für sich zwischen Gott und ihm ausmachen. Weil ich kann nicht eure Herzen sehen und ich weiß nicht, wie euer Glauben lebt oder wie auch immer. Und das steht mir auch gar nicht zu. Aber wie oft sind Christen in der Gemeinde, heben die Hände, rufen Halleluja, gehen auf die Knie und sobald der Gottesdienst vorbei ist, sind sie doch die Alten. Jetzt frage ich dich, wo ist da die Liebe, die uns verändert? Diese aktive Liebe, die aus uns neue Menschen macht, die mich den Nächsten annehmen lässt, so wie er ist. Ich kann doch meinen Nächsten nicht verändern. Ich kann ihn doch nur lieben. Konnte uns ein Mensch verändern? Hat es jemand geschafft? Hat es dein Vater geschafft, deine Mutter geschafft, dich zu verändern? Nein. Es hat nur Christus Jesus geschafft in unserem Leben. Er hat uns herausgeholt aus der Finsternis, hat uns ein neues Leben geschenkt. Und auch heute ist es noch so. Wer gibt uns denn die Kraft dazu, ein neues Leben zu leben? Es geht nur durch den Herrn und durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Halleluja. Und deswegen, Geschwister, die Liebe, die wir zum Herrn haben, die Liebe, die wir erfahren haben, müssen wir, nicht sollen wir, sondern müssen wir auch untereinander haben. Weil sonst sind wir nicht anziehend für die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen.
Weißt du, Menschen, die es schlecht geht, Menschen, egal was sie haben, egal welche Blockaden, egal welche Gebundenheiten, egal welche Dinge in ihrem Leben sind, suchen sich Hilfe manchmal in Drogen, in Alkohol, in Spielsucht, und in was weiß ich alles. Aber die finden keine Hilfe. Jetzt kommen sie in eine lieblose Gemeinde, finden sie auch keine Hilfe. Kommen sie aber in eine Gemeinde, wo Christus regiert, in aller Schwachheit, und wo die Liebe anwesend ist, dann fallen die Ketten ab, durch den der Christus Jesus ist. Dann fallen die Gebundenheiten ab in den Namen Jesus. Wir Menschen können doch gar nichts bewirken. Wir können bloß in die Gegenwart Gottes hineintauchen und das umsetzen, was er uns gibt. Das heißt, das weitergeben, was er uns in seiner Hand, was er uns in unserer Hand legt, das können wir weitergeben. Das Wort Gottes sagt uns, dass er zu alles imstande ist. Das Wort Gottes sagt uns, dass er noch die gleiche Kraft besitzt. Dann besitzt er auch die Kraft, dass ich meinen Nächsten lieben kann. Dann besitzt er auch die Kraft, dass ich mit meinem Nächsten vergeben kann. Dann besitzt er auch die Kraft, dass aus Feinde Freunde werden. Wenn das nicht imstande ist, dann will ich diesem Gott nicht angehören. Wenn das nicht imstande ist, wenn dieser Jesus dazu nicht imstande ist, das in mein Leben zu vollbringen, will ich diesem Gott nicht angehören. Das bekenne ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Aber ich weiß ja, dass dieser Fehler nicht bei meinem Herrn liegt, sondern der Fehler liegt bei mir. Der Fehler ist, weil ich so stolz bin. Der Fehler ist, weil ich nicht nachgeben will. Der Fehler ist, weil ich mein Recht suchen will. Und da ist unser Volk ganz groß drin. Bloß nicht einen Schritt zurück. Bloß nicht ein bisschen. Nein, so nicht. Du weißt doch gar nicht, wer mein Vater war. So nicht. Geschwister, aber unser Vater ist Jesus vor allem. Bei allem Respekt, wir lieben unsere Väter, gar kein Thema. Aber unser himmlischer und göttlicher Vater ist Jesus Christus. Und wir sind seine Kinder. Und jetzt leben nicht mehr wir, sondern er lebt in uns. Amen. Versteht ihr? Es hat auch ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Ich weiß, dass ihr das alles wisst. Aber es ist in meinem Herzen und ich muss es sagen. Amen. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Und dieser Herrschaftswechsel wird sichtbar nur in der Liebe. Weil wir können doch nur uns von außen anschauen. Ich kann nicht in euer Herz sehen und ihr nicht in meins. Aber wir zeigen unser Herz, indem wir den anderen lieben und annehmen. Wir zeigen unser Herz, wenn uns jemand was Böses getan hat, wenn wir ihm vergeben. Wir zeigen das, was in unserem Leben stattgefunden hat. Dieser neue Mensch, der dort erweckt wurde, zeigen wir, dass er lebt. Und durch jedes Vergeben, durch jede Annahme, gewinnen wir Menschen für Christus. Und können sie einbinden in das Band der Liebe. Und dieses Band der Liebe hält die Menschen fest, bis der Herr kommt. Bis der Herr kommt und seine Braut holt oder sie vorher nach Hause geht. Wisst ihr, ich kann mich an etwas erinnern. Mein Vater ist vor 5,5 Jahren nach Hause gegangen. Und ich war zuletzt bei ihm noch gesessen, war keiner drin und die letzten Worte, die er gesagt hat, und diese Worte sind mir wie ein Pfeil durch mein Herz gegangen. Da hat er gesagt, ich bin ein gesegneter Mann. Und jetzt kommt es. Amen. Ich durfte Liebe erfahren und ich durfte Liebe weitergeben. Amen. Ich durfte Liebe erfahren, ich durfte Liebe weitergeben. Wisst ihr, Geschwister, und da habe ich gemerkt, worauf es ankommt. Natürlich sollen wir fleißig sein und all diese Dinge. Aber wenn wir die Liebe nicht haben, die Bibel sagt, ihr kennt diese ganzen Verse, ich brauche euch das nicht alles aufzusagen, ihr wisst, dann ist es nichts wert, Geschwister. Dann ist es nicht wert. Wenn die Motivation nicht die Liebe des Herrn Christus Jesus ist, dann wollten wir uns auch heute nicht hier hinsetzen. Wenn du etwas erwartest von mich, wirst du enttäuscht. Wir erwarten alles von unserem Herrn Christus Jesus. Geschwister, wir haben so einen guten Gott. Und es ist so möglich. Guck mal, wir haben zum Beispiel eine Gemeinde gehabt, mein Vater war ja auch Pastor. Unsere Gemeinde, wir hatten 70 Getaufte und waren immer so 150 Besucher.
Und durch Lieblosigkeit, die sich eingeschlichen hat, das ging nicht von heute auf morgen, das war wie so eine Giftspritze, die man so ein bisschen Gift abgegeben hat. Du hast es nicht gleich gemerkt. Und man ist da nicht so, manchmal ist man nicht so aufmerksam. Und dadurch ist ein Zusammenbruch passiert. Da waren wir nachher nur noch 5 Leute. So. Und die anderen sind alle weggegangen, haben eine eigene Gemeinde aufgemacht. So, und ich habe da gesessen. Sag ich, Herr, jetzt ist Schicht. Sag ich, weil mein Vater das nicht geschafft hat. Mein Vater war ein anderer Prediger wie ich. So habe ich mit dem Herrn gesprochen. Ich rede ganz normal mit meinem Herrn Jesus, so wie es auf meinem Herzen ist. Sag ich werde das niemals hinkriegen. Sag ich, ja, ich werde es nicht schaffen. Dann weißt du was, Herr, ich werde wegziehen. Ich ziehe zu meinen Brüdern da, nach Kassel oder nach Göttingen, da ist Gemeinde, da habe ich es leicht, kann ich mal predigen und so weiter, kann mithelfen, ja. Aber irgendwie habe ich innerlich keine Ruhe darin. Ich habe gesagt, gut, Herr, ich weiß, deswegen habe ich ja gesagt, so 99% sagt der Herr immer was mir nicht gefällt. Sag ich, Herr, ist gut, habe ich mir gedacht, weil ich habe schon gemerkt, so einen leichten, kennt ihr das, wenn der Heilige Geist so leicht dich anstupst, so, das ist nicht so ganz richtig, wie du es denkst. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Herr, wenn du schenkst, dass 2 Personen, habe die Namen genannt, mich in den nächsten paar Wochen besuchen, sag ich, dann will ich hier bleiben und weitermachen, Herr. Amen. Sonst habe ich keine Möglichkeit. Gesagt, getan. Auf den Tag genau kamen diese 2 Personen. Mir sind die Hände runtergefallen. Ich durfte da bleiben, obwohl ich nicht wollte. Und der Herr hat uns wieder aufgebaut. Jetzt sind wir wieder teilweise 50 Leute im Gottesdienst. Der Herr macht wieder langsam. Aber wisst ihr, ich habe die Schnauze voll von Streit. Ich habe die Schnauze voll von Uneinigkeiten. Wisst ihr, unser Recht, bei allem Respekt, unser Recht zählt nicht. Christus Jesus hat Recht. Amen. Christus Jesus hat Recht und sein Wort steht über jedem Wort, bei allem Respekt. Und wenn wir uns daran halten, Geschwister, sind wir bei einem guten Weg. Amen. Und das ist das, Geschwister, was ich heute auf dem Herzen hatte, um es euch weiterzugeben. Ich wünsche euch wirklich reichlich Gottes Segen. Und ich wünsche euch, dass der Herr noch viele dazu tut. Und ich wünsche, dass die Menschen hier an diesem Ort erfahren, dass hier Christus Jesus ist. Dass sie hier Hilfe erfahren, dass sie hier Rettung erfahren, dass sie hier Heilung erfahren. Ja, Geschwister, ich will jetzt mit uns noch zusammen beten. Ich denke danach, wenn wir eine Anbetungszeit haben, und dann schauen wir. Vater im Himmel, ich will dir danken, Jesus, Herr, von ganzem Herzen. Ich danke von ganzem Herzen, Herr, von meinen Geschwistern hier, Herr. Ich will dir danken für deine Liebe, Herr, die du ausgibst, Herr, in unsere Herzen, Herr. Dass wir durch diese Liebe überwinden können, Herr. Dass wir durch diese Liebe Menschen erreichen, Herr, die verloren sind, Herr. Die in der Finsternis sitzen, Herr. Du holst sie heraus, im Namen Jesus Christus, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du diese Gemeinde gesegnet haben, Herr. Dass sie eine Auffangstation wird für Menschen, die keine Hoffnung haben, Herr. Die keine Rettung sehen, Herr. Die keine Liebe verspüren, Herr. Dass sie hierher kommen, Herr. Und mit dir in Berührung kommen, Herr. Und mit Menschen in Berührung kommen, Herr. Die dich kennen, Herr. Die dich lieben, Herr. Und die sie annehmen, Herr. Ich möchte dir danken, dass ich deinen Segen ausrufen darf, Herr. Über diese Gemeinde, über die Verantwortlichen, Herr. Dass du die stärkst mit Weisheit, Jesus, Herr. Mit Kraft, Jesus, Herr. Und dass du sie erfüllst, Herr, mehr und mehr, Jesus. Hab Dank dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich will loben unseren Herrn.
ist Gottes Kraft, in mein Leben trat sie ein. Mein Herz war so beglückt, auch fing ich an zu loben, zu preisen unseren Herrn, unseren Herrn. Auch ich will loben unseren Herrn. Auch ich will loben unseren Herrn. Auch ich will loben unseren Herrn. Ich liebe ihn. Auch ich will loben unseren Herrn. Auch ich will loben unseren Herrn. Auch ich will loben unseren Herrn. Ich liebe ihn. Amen. Geschwister, wir singen noch ein, zwei Lieder. Wir singen noch ein, zwei Lieder, aber was ich sagen wollte, kennt jemand Mondi von uns hier? Habt ihr vielleicht heimlich mit ihm die Telefonnummer getauscht? Ha? Hat er das gesprochen, was in die Gemeinde ist? Amen. Ja, Paula Kalkover, du bist ein Künstler. Der Heilige Geist kennt jeden. Und der Bruder hat sich gebrauchen lassen vom Heiligen Geist. Und deswegen sprach er. Das Interessante ist ja das, der Bruder hat gesagt, Johannes Maupral, du bist erst Lütepopokai in die Hand. Aber vom zweiten Mal kann man nicht 100 Menschen kennenlernen. Und wenn der glaubt, keiner hat sein Herz an ihn ausgeschüttet. Und das ist rum und die haben Peti Manipala, Manipala. Versteht ihr? Der Geist Gottes tut es. Und interessant, der Bruder kam, Gott, das war von Gott eingegeben. Gott wollte, dass er hier hinkommt. Der Heilige Geist wollte, dass er hier hinkommt. Und jetzt hat er uns in Hamm durch die Gnade Gottes gepredigt. Und wisst ihr was? Wir sind erstaunt. Weil, warum? Ein Bruder kommt im Herrn und der predigt genau das, was wir haben, was wir sind, wie die Gemeinde ist. Und dann staunt man als Mensch. Wow! Und deswegen immer ja, wenn Menschen dann, wow, Bau predigen, perfekt. Warum? Weil der Bruder die Gemeinde nicht kennt. Aber Gott kennt euch. Amen. Der Heilige Geist kennt euch. Und das ist das Wunderbare. Amen. Danke, Jesus. Ich denke, war klar. Amen. Und deutlich, da brauchen wir gar nicht mehr irgendwas ergänzen. Es liegt es an uns. Ihr könnt nach vorne kommen. Du kannst sagen, jawohl, Herr, er hat zu meinem Herzen gesprochen und ich weiß, dass er zu deinem Herzen gesprochen hat, weil ich so ein paar Herzen auch kenne. Du kannst nach vorne kommen, du kannst neu anfangen machen. Du sagst, Herr, ich will neu anfangen, ich will, Herr, neu starten. Der Bruder sagte, der Herr ist nahe. 11:55. Es liegt an euch, nicht an uns oder an dem Bruder. Er hat den Willen Gottes getan, es liegt an uns. Du kannst nach vorne kommen, du kannst für dich beten. Wir sind da mit den Brüdern und wir werden hier sein. Wir werden 2, 3 Lieder singen und du kannst nach vorne kommen und alles Gott geben. Fange neu an. Hey, ist keine Schande. Schande ist es, wenn wir bleiben in unseren Sünden. Wenn wir bleiben in unserer Schwachheit. Wenn wir bleiben in unseren Fehlern. Wenn wir so bleiben, wie wir reingekommen sind. Dann ist es eine Schande. Amen. Aber wenn wir nach vorne kommen und Jobbers machen, den und Tata, Akihom, den Akihom. Gott hat dich sowieso schon gesehen, er weiß, wo du bist. Er weiß, was du auf deinem Herzen hast. Und er weiß auch, wozu. Junge, ganz genau, was du gehst. Und er sagt, den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen, wenn du nach vorne kommst. Und die fangen an, den Namen Jesus für dich zu geben. Amen. So,
Vater, wir werden bedienen. Jetzt Even gesegnet, damit kannst du dich selber wir entscheiden, was für dich das Beste ist. Immer zum Kreuz, immer zu den Füßen Jesus. Halleluja. Hast du noch so viele Sorgen, so manches dich betrübt. Lass doch Jesus für dich sorgen, Halleluja. der heute zu dir spricht. Hast du noch so viele Sorgen und so manches dich betrübt? Lass doch Jesus für dich sorgen.